Den 11. und 12. November 2020 huet de Musical iwwer d'geschichtlech Evoluioun vun Asch an vun dem Ascher Konservatoire zu Belver stattfund. Dëse Musical gouf vum Direktor Jean-Paul Maes gemach. Du hast mal versprochen, mal zu spielen. Nein, du hast immer versprochen! Ja, okay, Maus, okay. Für das Spanische. Ich verstehe wirklich nicht, wie sonst dein Hack spielen. Das interessiert mich. Ich gehe all du lernst da froh mich, was all die Zeit geschieht, das wo du steht. Das interessiert dich. Mich piekt das aber nicht. Ich will einfach nicht mehr Musik machen. Mein Name ist Jean-Paul Maes und ich habe das Musical Slash geschrieben, einen Auftrag vom Konservatoire von Asch. Und es soll auch inszenieren, und ich auch am Gangen zu machen. Und voilà, ich hoffe mit jungen Leuten zusammen und ich bin groß zufrieden. Also ich bin eine Musical-Darstellerin und das seit 4 und 3 Jahren habe ich meinen Bachelor an Deutschland gemacht. Seitdem spiele ich eine Produktion gemacht. Also meine Urübung gehst du, das weiß ich schon mal nicht. Das kann nie gesund an der Familie. Ja, wo wohl nicht so wichtig. Ich bin eigentlich ungefähr seit 8 Jahren Schauspieler. Und ich bin noch im Konservatoire und ich bin Racinen. Das heißt, ich habe die Diktionskurse gemacht mit Jean-Paul Maes und Art Dramatik. Ich habe mich ein bisschen mit der Hand geholt und mich dann an ein Theater geführt. Ich bin Fabienne Hollwege, Schauspielerin und ich enseigniere auch Art Dramatik und deutsche Sprecherziehung im Konservatoire. Mein Name ist Rami Liosi, ich bin auch Schauspieler und Dozent wie Fabienne im Konservatoire für Schauspiel- und Sprecherziehung. Was hast du noch gesagt? Nee, das ist alles das. Ja, wir spielen am Slash-Mat, wir zwei. Ich bin nicht mitgeholt, für den Stück zusammenzubauen. Das sind da immens viel. Das neben mir als Metteur en Scène und noch Autor ist den Jean-Claude Braun, den musikalische Direktion hört, Christoph Rasche, den Bühnen gebaut hat, Uli Krämer, was Kostümer möchte, Isabelle Braun, was Choreolete, Jean-Pierre Lamperti, den Choreografie möchte. Es sind 120 Musiker, es sind 30 Tänzer, das ist meine Assistentin Brigitte Binz dabei. Das alles, was so rundherum, also dann natürlich auch die Hauptakteure, das sind Feier Leiter und Migliosi, Fabian Hollwege, das der Konter und Timo Wagner. Und das schon, das kann ich so, einen ziemlich großen Projekt administrativ, so noch immens viel. Da handelt das ganze Haus, die ganze Konservatoire, den da handelt steht, organisiert, das ist von der SPL Fresh an die enorme Produktionsleder, das ist der Vincent Quinet, den hat ganz produziert, der lädt. Ich weiß das schon seit 2 Jahren, dass ich mitmachen und nur habe ich Kuju gerufen und ich habe gefragt, ob ich Zeit hat und so durch. Ja, das ging auf alle Fälle so klappen. Bei mir ungefähr dasselbe. Ich habe angerufen gekriegt, ich meine, für 2 Jahre, also verschiebt gehen, wegen Corona, und ich mich nicht alles verlieren. Ja, da habe ich mich auf dich gefragt, kannst du singen? Und voilà, der Kunde stand treu. Was war deine Lieblingsszene für zu spielen? Es gibt tatsächlich so eine Polizeiszene, also die Verheier, den wie ich den Nello verheieren, weil das ist so richtig schönen Drecksack, den kann ich richtig ein bisschen frei laufen lassen, ein bisschen dreckig sein, ein bisschen gemeng sein und ja, das macht doch Spaß. Ich schon am Anfang auch den Anfang gehört, dass die Madame so am Publikum sitzt und dann irgendwie so auf die Bühne gerät und irgendwie do Match spielt an dem Stück. An die ganz verschiedenen Charakteren zu sprangen, wie die Nachkriegstrümmerfrau, die ja, so ein rotzisch Aal, oder eben die verläuft, die unbedingt den Herr Käsecup treffen will für den Kaffee. Ja, das ist einfach ein mega
also politisch unkorrekt Madame, so, was sie hier so lassen lässt. Okay. Was sind Schwierigkeiten dabei, für so etwas zu organisieren? Ich habe ganz viel Theaterstücke inszeniert. An Haiiland für mich, dass es 3 Komponenten sind: das Schauspiel, das Musik und das Tanz. Und das muss ich aber zusammenbringen, als den aber die Großverantwortung für den Ofen trägt. Und da das nicht immer so einfach, wir proben zum Beispiel auch in dem verhältnismäßig kleinen Saal, die Bühnenation Belleval an der Maison des Étudiants et des Arts. Und die ist ja riesig groß, die Bühne. Und die brauchen doch von so viel Leute auf der Bühne sind. Und das muss ich in irgendeine zusammenbringen. Hey, sag mal! Was ist das dort noch für Scheiß? Man plagt schnell auf die gliedische Kochmaschine. Das war andere Zeiten. Und was bedeutet den Titel Slash? Das sind hier ein Wortspiel aus Ash an Slash, also Slash geschrieben mit S-L-A-S-H, also wie den Schrägstrich, voilà. Aber geschrieben wie Ash, und dafür Slash, aber das ist ein bisschen Prinzip vom Stück. Das ist ziemlich rapide Szenewechsel. Also wird eine Szene gespielt, Slash, die nächste Szene, Slash. Das ist immer getrennt durch so einen gefielten Schrägstrich, weil am Anfang es keine direkte Verbindung zwischen den Szenen da, aber irgendwie passt das bei den Slash das nächste. Und es gibt ja die 2 Hauptcharakteren, quasi Julia und Danello, die 2 heutige Jugendliche spielen, und die Slash quasi immer sieht, so, wir sprangen an eine Szene ran oder sprangen raus. Und am Anfang ist der Kader ist immer den, dass man an der heutigen Zeit sehen, an Julia und Danello eben die Geschichte vom Konservatoire erzählen. Ich slash nochmal. Was spielt man für Scheiß? Slash ist, wir brechen etwas oder wir bauen etwas an, wir machen neue Gedanken. Wir haben einen Stall, und wir denken darüber nach, was wir just gesagt haben. Und so verwenden wir auch das Slash immer. Das einst du ein Aktor oder eine Stelle sich froh, was war das für eine Zeit, Demos zu Asch oder am Land, 30er Jahren oder 20er Jahren oder 60er Jahren oder 70er Jahren. Was war das Demos? Und das so die Jungen, war das wirklich so? Und da geht es weiter. Und das Slash ist immer den Erbriechen an Geschicht han erfroen. Alors bonjour à tous, donc nous toutes les filles on est des danseuses du conservatoire d'Esch-sur-Alzette, donc des danseuses jazz et des danseuses classiques pour certaines, et on a aussi 3 danseurs qui sont des danseurs extérieurs qui eux assurent aussi avec nous la partie danse, avec les acteurs qui eux vont assurer tout ce qui est le chant, le Theater, etc. Wie lange hat gebraucht für die Proben? Also wir proben seit dem Oktober und haben dann alle Woche 2-mal geprobt, so immer so 12 Stunden. Welchen Teil gefällt dir am besten? Dass ich so neue Kollegen kennengelernt habe. On a aussi fait quelque chose de nouveau. Bah, wir konnten noch gratis Sandwiches, das war gut. Gibt es witzige Momente zwischen Ersch und Set? Déjà, quand on a découvert la moustache et la perruque qu'on devait mettre, nous les garçons. Ensuite, quand Tessie, elle s'est ramassée au sol dans les coulisses, mais fort comme Bambi qui apprenait à marcher. Et quand on a découvert la photo de Lisa dans l'album qui était horrible, voilà, c'était des trucs très drôles. Also ich schon super flott fand und ich schon mega flott fand, dass Live-Musik war vom Conservatoire gespielt, war mega gut und die Inszenierung war auch mega. Très beau spectacle. On voit qu'il y avait vraiment beaucoup de travail derrière et c'était très bien monté, très bien fait. Tant la partie musicale que les artistes qui étaient là théâtrales et la partie de danse, c'était vraiment très bien. Le spectacle, c'est vrai qu'il était, en tout cas en termes de la scénographie, c'était un spectacle très intéressant. De point de vue qu'on mélangeait le fait qu'il y avait les musiciens, les danseurs justement sur scène, les acteurs et la chorale qui rajoutait vraiment un petit truc en plus. Franchement, c'était quelque chose de vraiment appréciable. C'est vrai. Also mein Lieblingsszene am Musical war ich meine, wo so den Anmarsch von Nazi war. Ich weiß nicht, das hat mich so Thema Zweite Weltkrieg interessiert mich ziemlich und das war so meine Lieblingsszene von. Wie hat dir das Musical dann am größten Ganzen gefallen? Ich finde es ganz flott von schon gerne war viele Leute zusammen auf der Bühne sehen, Tanz, Gesang und Musik zusammen wirklich ganz flott fand. Natürlich ist immer flott, war Witze dran sehen. Ich meine, den Akteur, den die Witzrolle hat, den hat natürlich das Publikum auf seiner Seite.
wie alles. Der Gesang war auch ganz schön Solisten, aber natürlich auch der Chor, weil er Musik enkadriert hat, ganz. Für mich war die schönste Szene, wenn Julia singt, auch das war ein Lied. Das ist ja direkt um Ammarsch von den Nazien und das ist eine ganz bedrückende Situation. Und das ist immens schön melodisch und das ist immens Spaß, nur zu lauschen. Und auch wenn ich das selber spielen oder dirigieren darf, macht das umso mehr Spaß.